Alles Barmherzigkeit, aber nicht ein Stück von einer Torte. Gott ist ein guter Gott, und dort lohnt sich am allein zu vertrauen und zu dienen. Dodes und ich können als Zeichen durchstehen für das, indem wir Jahrzehnte von Erfahrung haben und am Vertrauen und von am Lehren. Aber uns war ich nicht immer ein Stück Torte, wann wir dort nicht beschrieben. Ich hab vorhin mit mir selbst und mit Gott gekämpft. Ich hab tallose Kämpfe gehabt über Gott vertrauen, wirklich zu glauben, dass mein Bastet am Sinn haft und immer an Zeit antworten wird. Vielmal, wenn ich warten musste, oder was, weil ich mich hinter dort Licht geführt, oder dort alles bloß in der Runde ging. Ich dei dort, was mir seht, aber dort scheint es, wenn ich nicht damit deit. En meine Angeduld hat ich vorhin dort gefeilt, dass Gott nicht feilt, dass es so sehr apart. Wenn ich zurückkijk, kann ich sagen, dass Gott ohne Ausnahme immer an Zeit wir. Zweimal wie ich already Geld zu liehen, aber Gott gibt mir die Kraft und das Uitholen, das anders stärker zu gehen, und dann kam seine Halb. En meine erste Kämpfe dodelt ich Gott und seht am, dass ich meine Kinder niemals so behandeln würde, als er mich behandelt. Ich wart jeden an und will seine Entscheidungen, seine Plans und seine Zeit nicht annehmen. Das seht ich nicht bloß in meine Gebete zu Gott, aber auch zu meinen Freunden. Ich verstärk meine Rebellion nicht. Zum Beispiel, ich gebe immer dort Tiende auf. Das lied ich an meinen Ersatzdienst als junger Mann und dort ward für mich eine lebenstiedige Angewohnheit. Aber wo wir Gott sehen sehen durab, vorken kann ich dort nicht sein. Ich bin aber dort mit ihm, streit mich mit ihm und hielt ihm sogar Bibelaufschnitt fair über dort Tiende in die Himmelsfenstern und versucht ihm dort zu beweisen, dass er nicht sein Wort hält und mich widerlädt. Ich will nicht so driest sein, aber du lotst mich hier an, die zu proben. Du weißt, Gott, dass ich dort utrechnen kann. Ich gebe immer den Tienden auf, aber du sollst die Himmelsfenstern aufmachen und dort regnen lassen. Und da steht, dreiben die Vernichter meine Sehnungen zu verdorben. Das ist Wort für die Freter und nicht für mich, Gott. Aber Gott erlaubte doch bloß für eine kurze Zeit. Doris und ich waren an der Zeit in Paraguay und einer von unseren Freunden, was zufällig auch ein Pastor war, und nicht von meiner Situation oder meiner Unterhaltung mit Gott wisst, hat ein prophetisches Wort für mich. Erst frug er mich was Besonderes und dann sagt er, Victor, ich habe ein Wort von Gott für dich. Der Herr sagt zu dir, du wirst keinmal einen Wertwechsel mit mir gewinnen. Dort wo ich nicht verloten. Du wirst mich niemals überdaunen. Du kannst niemals mehr geben, als was ich dir gebe. Wo barmherzig ist uns Gott? Wader und wader schickt er mich wem, wer ein Wort für mich hat. Diese Antwort fällt sich mir sehr gut. Zu guter Letzt gewinnt Gott jeder Streit, wenn ich auch glaube, dass ich nicht das Feste sie. Ich hatte viele Unterhaltungen mit Gott, als ich sein finanzielles System zu untersuchen versucht. Wirst du das so als das getan haben, oder nicht? Wenn das nicht gut ist, wo ich das gehen lassen. Das Prozess nahm viele Jahre. In besonders schwierigen Zeiten ist es wichtig, gute Freundschaften zu haben mit Gott seine Deiner. Daher habe ich mir dort eine Angewohnheit gemacht, vorhin mit anderen Gläubigen taub zu kommen, um meine Seele not zu sein und auszufinden, wo ich allein komme. Da lot ich meinen Everdruss über Gott auch fahren. Seine scheinbare, nicht zuverlässige Wege von Arbeiten mögt mir immer verdrießlich. Dort scheint so, dass wenn Gott eine gute Anstellung hat, würde mir irgendwann ersehnen und das nächste Mal nicht. Zu der Zeit kann ich keinen Plan, keine Regel und keinen Sinn sein, wo sich einmal so und andermal anders handelt. An einem Tag seht ich zu Gott, so als du mich behandelst, ist bloß traurig. Kannst du das nicht leichter machen für mich? Ja, ich kann, antwortet er, aber dann war wieder diese Runde von Lehren überdaunen motten. Und das ist so korrekt, was passiert. Gott mögt das für mich leichter, aber Lothar krieg ich dieselbe Lektion noch einmal. Gott schafft an meine Seele. Ich kämpft immer noch und seht, Gott, du sagst, dass sogar wesentliche Menschen zu unseren Kindern Fan sind. Ich würde meinen Sehen niemals so behandeln, als du mich behandelst. Ich würde meinen Sehen niemals so ruchlos behandeln. Das ist bloß zu euch. Aber schließlich gebe ich mich Gott heim und seht, ich kann das bloß nicht tun. Gott, ich kann bloß nicht. Ich sehe mich selbst nicht stark genug. Kannst du mir nicht Barmherzigkeit beweisen? Aber dort hat ich versucht, Gott zu überzeugen, dass er mich ungerecht behandelt. Ich will das mit mir selbst vollbringen. Aber über dem hat Gott mein Hort von aller Rebellion gereinigt, und ich bet wieder. Kannst du mir nicht Barmherzigkeit wiesen?
Ich hab nichts verdient, Herr. Wenn ich auch alles recht tue, hab ich mir nichts verdient. Aber kannst du mir Barmherzigkeit wiesen und bloß einmal sehen? Auf einmal hast ich wieder Weidog von meiner Kindheit wach. Die Betternis, was ich je in Gott gefeilt hat, wenn ich meine Hänge immer was an die Knochen aufarbeiten musste, um mich selbst zu versorgen, die wir wach. In dem Moment, wo ich mich hingebe, heilt Gott mein Hort. Wenn ans Hort weidet, kann dort weiter geheilt worden. Mein Hort hat Weidog, dass ich als Kind umgewast wir. Aber was mir lang dir zu überkommen wird, det. Du musst schaffen. Du musst dir die selbst kümmern. Dort wird dort, was Gott heilen muss. Wir müssen dort einmal durch sein, in was wir aus Wahrheit talen, und bloß dort aus Wahrheit talen, was Gott uns schafft. Nicht dort, was der Feind uns sagt, nicht die Botschaften, was mit diesen Verletzungen mitkommen, aber bloß dort, was Gott sagt, dort ist so. Wir wollen Gott niemals mehr geben können, als was er uns all gegeben hat. Gott hat unsere fromme Wert, was wir einst einmal im Gebet sagen, nicht neidig. Er weiß allemal, was in uns Hort ist. Ich hab das Buch Hiob al vielmal gelesen, wer mich die Streiterie da interessiert. Hiob nahm Gott ab ernst wahr, und er wird nicht bloß still, wenn er sich von Gott ungerecht behandelt fühlt. In Gott hat damit keinen Trouble. Weil wir Gott dort sagen, wenn uns irgendwas nicht stimmt. Solange wir dort in unsere Horten weiten, dort Gott immer noch Gott ist, wo wir unseren Respekt vor ihm keinmal verlieren. Wir müssen immer in Ehrfurcht vor ihm sein, und das ist, was ich an Hiob sag. Hiob hat harte Unterholungen mit Gott, aber er hält Gott immer in Ehren. Meine Schlägelerfahrung passiert etliche Jahre zurück, und von dann haben Dinge in der Hecht gekickt. Gott will uns heilen und segnen. Er will unsere Seelen heilen, und um dort zu tun, muss er uns einmal was durchbringen, dort wir uns hingeben. Aber wenn Gott uns raubt, Geschäftsführer zu sein, gibt er uns alles, was wir nötig haben, dort wir dort bezeichnen können, dort er uns versorgt. Aber um uns zu helfen, hat Gott den Gerätschaftskosten von dieser Welt nicht nötig. Er wird keinmal Geld liehen brauchen. Wenn Gott sagt, dass geliedet Geld ein Fluch ist, dann wird er mir nicht helfen, indem er den Fluch braucht. Dort wird so sein, als wenn wir jemand, was sehr bedreckt wir sagen würden, dass sie sich betrinken sollen oder gesteinigt worden, um Frau zu sein. Dort ist nicht, wo Gott arbeitet. Gott hat nicht Dinge liehen, und all nicht mit Interesse. Gott gibt Geschenke.